Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 24. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfL Bochum. Und wie ihr seht, wir stehen hier vor dem alten Wartesaal neben dem Dom. Und das tun wir jetzt schon seit über 700 Minuten. Und da wisst ihr natürlich sofort, worauf wir denn eigentlich warten. Natürlich auf Stürmertore. Und ganz sicher, die werden jetzt auch kommen. Ne? Ja. Und damit die kommen, schreiben wir es uns auch aufs Shirt. Da steht nämlich drauf, Achtung, endlich wieder Stürmertore. So, Ja. und wie immer, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und am besten auch auf mindestens 3 Stürmertore. Ja, und zwar innerhalb der ersten 10 Minuten. Grüß euch, Leute. Zum Wohl. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Treffer. Ne? Ja, was stimmt uns denn so zuversichtlich, dass die Stürmer diesmal treffen? Ja, also zunächst mal der Gegner, würde ich sagen. Ne? Denn da kommt eine ziemlich angeschlagene, wenn nicht sogar taumelnde Mannschaft auf uns zu, die letzte Woche fürchterlich auf die Socken gekriegt hat von Schalke. Im Übrigen auch mit einem Torwart, der unsere Stürmer sehr zuversichtlich machen sollte. Ja. Denn Manuel Riemann ist ja so ein ziemlich extrovertierter Typ. Und sowas funktioniert ja immer gut, solange man Leistung bringt. Aber der Vogel, der schnauzt und raunzt seine Mitspieler an und macht sie für alles Mögliche verantwortlich. Aber er selber macht eigentlich die meisten Fehler und die katastrophalsten Fehler auch. Und dieses Eigentor letzte Woche gegen Schalke, also das ist ja Tor des Jahrhunderts. 20 Zentimeter vor dem eigenen Tor, den eigenen Mitspieler zu tunneln mit einer Parade und ein Eigentor zu schießen, habe ich noch nie erlebt in der Bundesliga. Also unsere Stürmer, freut euch auf den. Das ist großartig. Es kommt noch was hinzu, die hatten ja so einen Zwischenhoch, ne, und haben dann relativ häufig zu Hause gewonnen. Und wenn man dann trotzdem wieder abstürzt und plötzlich Tabellenletzter ist, dann ist das natürlich unfassbar frustrierend. Kennen wir alles noch aus eigener Erfahrung. Gar nicht gut für die Moral. Also ich würde auch da sagen, das ist Taumelfaktor 500. Ja. Naja, und die Fans sind auch alles andere als in einem Freudentaumel gerade. Im Gegenteil, die sind richtig auf den Barrikaden, kritisieren nicht nur den Riemann, sondern auch den Trainer Thomas Letsch. Und der hatte zwar zum Ende der Saison diese 5 Heimspiele, die er gewonnen hat, aber jetzt im Moment geht alles richtig den Bach runter und der Typ ist schon wieder richtig in der Kritik. Im Übrigen ja auch so ein richtiger Unsympath, wenn man sich mal vor Augen führt, dass es mal der Co-Trainer von Roger Schmidt war. Und wer der Vertraute von Roger Schmidt ist, der kann eigentlich kein wirklich guter Charakter sein. Nein, oh Gott, da kommt aber so viel Furchtbares zusammen. Das Grausam, geht gar nicht. Ne? Und was uns auch noch positiv stimmt, muss man ganz klar sagen, ist die Statistik. Denn 700 Minuten sind ja auch genug. Ne? Und jede Flaute ist irgendwann mal zu Ende. Ja. Selbst wir hatten mal eine ganz lange Torflaute. Wie lang war die? Über 1000 Minuten, allerdings komplett ohne Tor. Komplett, Ne? Nicht nur Stürmertor, ja. hat kein Mensch getroffen. Ja, genau. Und auch das haben wir überstanden. Ja. Ne? Irgendwann rollt das Ding doch wieder rein. Und warum nicht? Gegen Bochum ist eigentlich völlig naheliegend, dass das passiert. Definitiv. Ist nicht der letzte Punkt, weswegen wir super zuversichtlich sind. Denn ihr erinnert euch vielleicht an die letzte PK. Da hatten wir gegen Wolfsburg Plastikwölfe rauskicken. Ja. Und haben uns ans Kartellamt gewendet und gesagt, die möchten doch bitte jetzt mal dafür sorgen, dass diese Wettbewerbsverzerrung endlich zu Ende ist. Und offenbar hat nicht nur das Kartellamt zugeschaut, sondern auch Herr Hopp. Ja, denn wirklich unglaublicherweise, 3 Tage nach unserer PK kommt diese Pressemeldung, dass Hopp Anteile zurückgibt an den Verein und sich unterhalb der Schwelle von 50+1 zukünftig aufhalten möchte. Und solche Zufälle gibt es nicht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und offensichtlich ist es tatsächlich eine Reaktion auf unsere PK. Und wir sagen Dankeschön an das Kartellamt, dass man dann tatsächlich so schnell angefangen hat zu arbeiten. Ja. Also Chapeau.
liebes Kartellamt. Ich wette, die Juristen von Herrn Hopp, und anders ist das ja nicht zu erklären, werden ihm gesagt haben, da könnte etwas kommen. Ja. Und der hat natürlich keinen Bock, eine Niederlage einzustecken vom Kartellamt, sondern geht dann lieber in vorauseilendem Gehorsam selber schon mal vor, damit er jetzt nicht da sich mit eingezogenem Schwanz zurückziehen muss. Und das ist ehrlicherweise ein schönes Signal auch an all die anderen Pfuscher, die da rumlaufen. Ne? Wunderbar. Also, Ja, und ich denke mal, Wolfsburg und Leverkusen und wie sie alle heißen, sollten sich das auch mal ganz genau anschauen. Und vielleicht könnt ihr ja auch eure Anteile zurückgeben. Und vielleicht erleben wir ja doch irgendwann in naher Zukunft sowas wie fairen Wettbewerb in der Bundesliga. Herr Hopp bestimmt nicht oder nur aus eigenen Stücken, nicht für die Fans, hat den Anfang gemacht. haben wir auch lange genug drauf gewartet. Ja. Verdammte Scheiße. Noch länger als 700 Minuten. Ja. Aber gut, was lange währt, wird endlich gut. Ja. Also raus mit den ganzen Fuschern. In dem Sinne, wir sehen uns am Freitagabend 20:30 Uhr in Müngersdorf gegen den VfL Bochum, der Tabellenletzte. Und für uns eine Riesenchance, jetzt endgültig den Schritt zu machen in nicht nur gesichertes Mittelfeld, sondern auch bis zum Saisonende absolut sicheren Mittelfeld. Lasst es uns machen. Absolut. Und nochmal, 3 Stürmertore in den ersten 3 Minuten. Denkt dran. Prost, Leute.